Guten Tag mitnehmen. Da bin ich noch eens mal wer. Ich will auf den Tage noch eens mal werden Grimmsch Märchen vorlesen und da geht das Drehspinnerinnen, also Flachsspinnerinnen. Et gaf is een mal ne junge Dirne, die was recht fuhl. Die Moder kun sägen, wat se woll. Aber die Dirne woll an Huse nicht helpen mit Flachsspinnen. Pat einmal rät die Moder den Geduldsfaden und sie gaff dat wichten paar Schlöge. Dat Töchterken hühle de los, dat man Buten ob de Straße noch hören kun. Da kwam gerade die Königin in ne Kutze vorbei. Sie lädt anholen und frug, warum sie ihre Tochter schloch. Da schamen sich die Frau für die Königin, dat sie so ne löje Tochter hatte, und log die Königin an. Meine Tochter, die ist so wild ob Spinnen, dat ich sie denn nicht von abholen kann. Sie die an liebste Dach und Nacht spinnen. Wie bünd ja Kinderriken lö, und et is mir nicht möglich, so voll Flachs zu kopen, als meine Tochter an liebste spinnen will. Die Königin was froh, so wat zu hören, und sag, gif mi ure Tochter doch mit in Schlott. Für mi gibt dat nix Schöneres, als wann ich die Spinnräder schnurren hör. Ich heb satt und genug Flachs in Schlott, dat se Dach und Nacht spinnen kann, so voll as se will, und dort kann se sich so richtig utloten. Die Frau was se gerne mit ihn verstorne, dat se ihre fuhle Tochter loswerden kun. In Schlott ankommen, wies die Königin die Dirne Drehkamers, voll mit Flachs, und sag, hier kannst die losloten und spinnen, so voll as du wiss. Und wann du mit fertig bist und noch mehr Flachs haben wiss, dann können wir die noch mehr levern. Wenn du alles versponnen hast, kannst du min älsten Sön trauen. Wann du auch arm bist, dat is mi een Don. Ich kiek nicht ob Riekdom. Dine Flietigkeit is voll mehr wert als Geld und Gut und Gold. Was habt die Könige doch damals ihre Kinder verschachert? Da geht das ja von Tage doch better, dass wir uns unsere Liebsten selbst utsöken könnt. So, dann nur wieder mit dat Märchen. Die Dirne satt in die volle Kammer mit Flachs und wuss nicht, was sie machen soll, wegen als sie ja noch nie Flachs sponnen hatte. Sie satt ihn hoch und fäng an zu hühlen. Als die Königin quem und kicken woll, wo voll Flachs sie aber sponnen hatte, loch sie die Königin an. Ich kann noch nix spinnen, wegen at ich doch immer an meine Leben Löfern zu Huse denken mut, und ich heb so grotet Heimweh. Die Königin hatte Mitleid mit die Dirne. Bestön apat nur 3 Tage later doch drup, dat et nu genug was mit Heimweh hebben, und sie soll endlich anfangen zu spinnen. Da kamen 3 Fraulö an Schlott vorbei. Die sogen Bettken kurios ut. Die eine hatte ne groten, breden Platschfot, die andere ne Unterlippe, die er bis untert Kinn reken, und die Dade hatte ne unwies breden Dumm. Die 3 frogen die Dirne, warum sie so trurig was. Als sie hören, wat die Ursache was, boten sie an, dat Flachsspinnen für er zu übernehmen. Die Dirne was heel froh über dat Angebot und nahm die 3 Fraulö wie sich up, die kein Lohn für ihre Arbeit haben wollen. Aber sie mekente Bedingung, dat sie zu die Hochzeitsfeier mit den Königssön inladen wird und mit an die Festtafel sitten droffen. Und sie wollen als ihre Basen, also Cousinen, dort inladen und vorstellt werden. Damit was die Dirne forts ihn verstorn, und die 3 meken sich an die Arbeit. Et ging flott voran. Dem mit den groten Platschfot
trat op dat Footpedal van dat Spinnrad und was stundenlang an Tränen und an Tränen und an Tränen, ohne dat ze müh wurde. Die tweede meek mit ihre Spucke den Flachsenbettken weker, dat hat gorn beter opwickelt werden kun. Und die Dade mocht die Fäden faste drehen und hauen mit ihren Dummen op den Dis, die Spulen zu tellen, wann sie van dat Spinnrad op den Footboden fehlen. Die Kamers wurden von Stunde zu Stunde lörriger. Wann die Königin quem te kieken, wieviel Flachs sie all besponnen hatte, mochten sich die Dreh gau verstoppen, und damit sie dann doch so gut so, als wann die junge Frau alles alleine sponnen hatte. Die Königin was hell up anedorne von ihrer zukünftige Schwiegertochter und meinen, ich freu mich ja so, dat min Sohn so ne flittige Frau trauen kann, und dat ist mir doch voll mehr wert als die grötzte Mitgift. Noch ein paar Tage was den ganzen Flachs do gorn spunnen, und die drei Wiever trocken wir af. Den Königssön was heel stolz ob seine Brut, die ja so flittig was. Und so wurde dann die Hochzeit in Stelzat. An den Traudach sagte derne zu ihren Brüm, ich heb doch wisse nix zu tägen, wann ich meine drei Cousinen zu die vier einlade. Die drei hebt mi früher voll Guts zu kommen lassen, und dafür will ich nur danken, und ich woll auch gerne, dass sie mit an den großen Festtagstis sitten könnt. Den Königssön was sofort mit ihn verstorne, und so kämen die drei Wiever in Schlott. Als den Königssön se soch, was se verschrocken und frug, wo seine Brut an so ne verschreckliche Verwandtschaft quem. Die küren die erste mit den Platschfot an und woll wetten, warum sie denn breden Fot hatte. Sie gaf Gott zur Antwort, fand Trän. Die zweite gaf zur Antwort, fand Lecken. Die Dade lädt em Wetten, dass sie ihren breden Dumm von Faden drehen hatte. Da war sein Königssön mächtig verschrocken, als sie hören, wat dat Flachsspinnen so mit die Schönheit von seine Brut machen kun. Af sofort gaf er die Anweisung, dass seine Frau nie mehr in Spinnrad anpacken droff, damit sie ihre Schönheit für alle Tiet uprecht holen kun. Dat gefiel die junge Frau natürlich gut, denn so blieb sie ein für alle Mal von Flachsspinnen verschont. Noch halt du Kregel, und ich sag, gut gone.